Wenn du wirklich so weise bist, wie man sagt, dann tritt mir entgegen und beantworte 3 Rätsel aus der Heiligen Schrift. Bring it on, Junge. Sprich mit mir, wenn du bereit bist, aber sowas von. Junge, ich bin bibelgestärkt. Ich habe mal eine ganze Kiste Bibeln vom Schrank in die Bibliothek gebracht. Ich bin sowas von bibelgestärkt. Also. Wieder kommt meine Mutter. Da kommt meine Schwiegermutter. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Das war deine Tochter. Deine Tochter ist komisch. Nicht ich. Geh weg. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter. I am Jesus Christ. Das ist hier die Mutter von Maria Magdalena. Ich kann euch sagen, das ist eine Beißzange. Hey. Also die Mutter. Maria, die ist schon in Ordnung. Mackie nenne ich sie. Hat einen schönen Bart. Was? Keine Ahnung. So, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, es ist Zeit, dich auf die göttliche Bestimmung vorzubereiten. Folge dem Geist in die Wüste. Der Weg vor dir ist voller Prüfungen und Besinnung. Geh in die Wüste, denn dort wird der Geist dich stärken. Ja, also, hört nicht auf zu labern. Um deine göttliche Bestimmung zu erfüllen, musst du zuerst die Einsamkeit der Wüste annehmen. Folge mir an die öden Orte, wo dein Glaube geprüft werden muss. Was sind denn die öden Orte? Pirmasens oder was? Okay. Dann gehen wir halt nach Pirmasens. So, auf geht's. Also so weit muss ich jetzt auch nicht gehen. Was sieht denn, wenn ich da drum herumlaufe? Ey, warte mal! Bleib stehen! Der rennt weg von mir! Geh in die Wüste und folge dem Geist. Komm her. Bleib stehen! Na, jetzt cheatet er aber. Ah, doch nicht. Das ist perspektivische Verzerrung hier. Das ist ja ganz schlimm. Kann ich überhaupt nicht leiden hier. Also sowas. Auf geht's. Bleib doch mal. Wo will er denn hin? Alter, wie lange soll ich denn dir hinterherlaufen? 40 Jahre oder was? Geht's noch? Ne, warte mal, 40 Jahre waren die anderen. Jesus war, wie lang war der in der Wüste? 40 Tage, keine Ahnung. Irgendwas mit 40 halt oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Also so wüst und leer ist die Wüste. Moment. Ah, nee. Ich habe gedacht, dass mir eine hungrige Frau folgt. Oh, ist das schön. Das in meinem Kopf ist das gerade irre witzig. Ich werde dieses Wortspiel jetzt nicht erklären, das kennt jeder, das ist uralt. Reicht mir auch, wenn ich es verstehe und dann habe ich Spaß. So. Du wirst geprüft und gestärkt für den Weg, der vor dir liegt. Hast du jetzt eine andere Stimme? Also, es ist die heilige... Ja, es ist jetzt Rente aber, oder? Die heilige Göttlichkeit, die kann auch ruhig mehrstimmig reden. Der kann Kanon mit sich selbst singen, weißt du? Das ist ein ganz großer. So. Nicht rennen in der Wüste, kriegst du so viel Durst. So. Aha, da oben auf dem Berg, ja? Schöne Felsen hier. Ja, ein bisschen Sightseeing. Also, ich gucke halt einfach immer zur Seite. So. Muss ich jetzt ganz da... Ja komm, da renne ich aber hier. Sieht ja keiner. Ich mag das nicht. Ich mag nicht den Gedanken, dass Jesus durch die Wüste rennt, weißt du? Das ist sehr unapostelhaft. Oder so. Weißt du, siehst du da rennen? Na, der muss hier ganz gezählten Schrittes schreiten und nicht hier so halb stolpernd vor der Wüste rumeiern. So. Aber es ist ja keiner da. Was ist denn das da oben? Jede Herausforderung wird die Tiefe deines Glaubens offenbaren und dich dem Willen des Vaters näher bringen. Du wirst die Kraft finden, deine göttliche Berufung zu erfüllen. Also, ganz im Ernst, das machen sie schon ziemlich gut, dieses durch die Wüste umherirren. So, komm mal her hier. Kann ja wohl nicht der Sinn der Sache sein, dass ich hier jetzt wirklich umherirre. So, oh, ich mag dieses Hitzeflimmern. Oder liegt es daran, dass ich Durst habe? Ah, guck mal, da ist Wasser. Und ich nähere mich mal
Ich habe eh so trockene Füße. So, ich guck gerade hier. Wie viele Follower habe ich? Das ist ja mehr wie auf YouTube. Oha, es gibt wieder was zu lesen. Muss wieder schneller reden, merke ich gerade so. Jesus aber voll des Heiligen Geistes kam wieder von dem Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt. Und ward 40 Tage lang vom Teufel versucht. Hey, nur weil er eine Glatze hat, ist es jetzt nicht gleich hier. Ja. Da hat er nichts gegessen. Achso, ja, der hatte mir Essen angeboten. Der Mann mit Glatze. Kein Leut mit Glatzen. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn dann darin nach. So. Guti. Samarien. Jetzt ist aber hier. Hier ist aber wirklich übel. Finde eine Höhle. Finde einen sicheren Ort der Ruhe. Zur Ruhe. Jetzt aber ernsthaft hier. Uiui. Es ist hier ein Ionensturm. Ja, oder ein Sandsturm. Eins von beiden. Vielleicht sind es ja beide. Man sagt ja jetzt nicht, dass Sand da Ionen und... Was sind denn Ionen? Guck mal, da liegt ein Stein. Den hat der ohne Schuld geworfen, glaube ich. Ah, guck mal, eine Höhle. Das ist aber schön. Stalaktiten. Das ist aber eine sehr offene Höhle. Also ich weiß nicht, ob ich hier Schutz finde. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, zack. Knack. Das war der Knöchel. Jetzt haben wir Pech. Da sitzt er im Sonnenlicht. Setz dich doch wenigstens in den Schatten. Oha. Da hat jemand noch trockenere Haut als ich. Du siehst sehr müde aus. Fremder, warum leidest du so sehr? Okay. Wer ist denn das? Ist das Darth Hals Maul? Also, wer bist du? Das spielt keine Rolle. Aber ich habe gehört, du seist sein Sohn. Wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl diesen Steinen Brot zu werden. Ja, dann hättest du hartes Brot. Das will doch aber auch keiner haben, oder? Nee, das ist dumm. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ah, Kacke. Oh, was hast denn du für einen Blick drauf? Aber will Gott wirklich, dass du so leidest? Sind wir nicht alle seine geliebten Kinder? Verdienst du nicht etwas Erleichterung? Ich war gerade da hinten hinterm Stein. Das hat gereicht. Mann ja nur. Ist dieses Brot. Und dann Leiden wird ein Ende haben. Moment, haben wir nicht eben gesagt, dass wir das schon hinter uns haben, das Brot anbieten und sowas? Und jetzt machen wir das jetzt nochmal, oder was? Okay. Ich will meinen Vater nicht versuchen. Er leitet mich und wird mir die Kraft geben, auszuharren. Huch. Wie? Was? Guck mal hier. Ah, kann ich da lenken? Zacka! Ich hoffe, dass ich das richtig mache. Grundsätzlich. Schack! Ach, guck mal hier. So, jetzt da runter. Also das ist ja easy. Also für einen alten Bemani-Spieler wie mich ist das ja wohl voll easy hier. Ah, locker Knickebocker, Junge. Genau, verfunk dich. Entkomme der Finsternis. Finde einen Ausweg aus der Höhle. So. Okay. Also Jesus wandelte durch die Wüste. Du musst da dann Minispiele machen, ja? Verstehe ich das richtig? Das ist aber schon hardcore. Oh. Ich habe 60 Glauben. Wie geht das Beten nochmal? So irgendwie.
Boah, sieht doch aber gut aus, oder? Ich finde, das haben wir schon ziemlich gut hingekriegt. Also hier. Ja, ich bin ja auch der Sohn Gottes. Da schlängelt was hinter mir her. Junge, lass mal ordentlich einen knattern. Dann hauen sie schon ab, siehst du? Also treffen wir uns wieder, Jesus. An diesem öden Ort. Ich wusste doch, dass wir nach Pirmasens gehen. So. Ich glaube, das gibt Ärger. Wenn du der Sohn Gottes bist, stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinen Weg befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Junge, was hast denn du für Guckerchen? Du siehst immer voll übel aus. Geh wieder zurück in den Schatten. Das ist vielleicht besser für dich. Das ist besser für uns alle. Abermals steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Fürchtest du dich, Jesus? Vertraust du nicht auf die Macht deines Vaters, der dich beschützen könnte? Schließlich hast du Beweise in der Heiligen Schrift. Ja, also eigentlich hat er gerade mehr so die Beweise. Junge, das grinst du wie Fahrenurlaub, da kriege ich ja Angst. Also diese Augen machen mich fertig. Ich will meinen Gott nicht versuchen, denn mein Glaube ist unerschütterlich. Mein Vertrauen ist auf ihn gesetzt, nicht auf deine Versuchung. Aber guck mal hier, was er einen schönen Goldrand hat. Was steht denn daneben auf dem Ärmel drauf? Jetzt geht das schon wieder los. So, gucke. Dreieck. Viereck. Kriegen wir locker hin. Dreieck. Zum Glück habe ich die Controllerbelegung auf PlayStation gestellt. Sonst wäre ich jetzt nämlich verloren. Oder hinten kommt er kommt. Oh mein Gott, renn! Lauf doch. Ja, haben wir locker geschafft. Ja, ganz locker geschafft. So, wir hüpfen da jetzt halt nicht runter. Es platscht so. Streckt alles schon schön genug, da muss ich nicht noch hinplatschen. So. Geh auf die andere Seite des Tunnels. Ist das ne? Also so ein bisschen Musik wäre vielleicht nicht schlecht. Holla. Muss ja jetzt nicht Benny Hill Musik oder so sein, aber so ein bisschen. Soll ich kraulen? Das ist aber schon. Ne? Wer es lang hat, lässt es lang bamble. Oh, was ist hier los? Ist das nicht ein bisschen übertrieben hier? Man ja nur, also so. Oder sind das mehrere? Kann ich auch sagen. Sag mal, was ist denn das für ein seltsamer Höhlentempel? Ich meine, ist das nicht aus Fels gehauen? Da brauchst du doch keine Pfeiler. Oh, hübscher Pflasterstein. Das waren bestimmt die Römer. Gucke, der Bauch, zack. Junge, ich drehe dir in den Magen. Wo hat eigentlich eine Schlange ihren Magen? Oh, was ist hier los? Ja, ich wusste, dass die Römer sind, siehste? Ich hab's euch gesagt, so schöne Pflastersteine, die erkennt man doch sofort. So treffen wir uns wieder, Jesus. Dieses Mal will ich dir die Macht und die Herrlichkeit der Welt zeigen. Ja, dann mach mal. Sieh all diese Reiche und ihren Glanz. Ich will sie dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Guck mal, ich habe dieselben Schuhe an wie Michael Jackson in dem einen Video da. Weiche von mir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm alleine dienen. Jo. All diese Reiche können dir gehören, ohne Leiden, ohne das Kreuz. Nur ein einziger Kniefall genügt. Junge, ich werde das Knie nur beugen, indem ich dir in den Hintern ramme. Du kleiner Dappnickel, du. So, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich diene allein meinem Vater im Himmel. Ja. Du weißt Macht und Reichtum dieser Welt zurück. Aber wir werden dieses Gespräch fortsetzen. Oh, ich habe jetzt schon Angst hier, ganz schlimm. Geh. Meine Treue gilt allein Gott. Ich werde niemanden außer ihm anbeten. So, mach dich ab. Lichtbild. Heiliger Geist, also, denk dran, dein Gehorsam und deine Treue werden vielen das Heil bringen. Vertrau auf meine Gegenwart und auf die Kraft, die dich führt.
Vertreib die Dämonen, schick sie in den Ab... Oh, da ist ein Stuhl. Ein ägyptischer Stuhl. Drücke L2, um Dämonen zu betäuben. Halte L2, um den Dämonen ins Portal zu schicken. Komm her, ich betäub dich. Oh, geh ins Portal! Er hängt jetzt einfach nur an der Decke rum. Komm her! Wo bist du? Komm her, du Böser! Komm her! Geh an die Decke! Geh an die Decke! So, gut. Ich hab schon 2 an der Decke. Ich finde, das ist genug, oder? Findest du nicht? Waren hier nur 2? Will noch einer an die Decke? So möge er vortreten und sich von mir an die Decke Deckengedönse. Decke. Oh. Was ist denn hier los? Was ist denn das gelbe Dingens? Da? Achso, geht's da weiter? Nee, ernst jetzt? Wo bin ich denn hier? Ist aber verwirrend. Achso, ich bin hinter dem Dingens. Da muss ich da nicht rein. Da war ich doch. Willst du mich vergackeiern oder was hier? Da war ich doch gerade drin. Muss ich hier... Oh. Muss ich da durchhüpfen vielleicht? Vater, warum prüfst du mich so doof? Was ist denn hier los? Guck mal, ich kann auch was Cooles machen. Oh. Hallo. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Muss ich da hin? So. Oder sollen die vielleicht gar nicht an der Decke baumeln? Ist hier noch... Ah, guck mal da. Da geht's noch weiter da drüben. Ja, dann zeig mir doch aber nicht an, dass... Achso, geht gar nicht weiter. Ich glaube, das ist eine Prüfung des Geistes. So, was ist denn mit den Deckenhängern da? Ach so! Ah, komm her! Kollege, komm! Komm! Du sollst ins Portal! Komm mit, komm! Komm, Buddy, schon wieder. So, ich habe gedacht, ich kann dich hier an der Decke hängen lassen. Nee! Komm ins Portal! Komm auch du in unsere Gruppe! Bäm, Alter! Ja, aber warum hängen die denn da so letztohrig da rum? Was ist denn da los? Guck mal her. Naja, dann nehmen wir sie halt mit. Okay, komm mal her. Du, komm. Komm, auch du kommst in unsere Gruppe. Das ist irgendwie gar nicht so einfach hier. Der hängt mir vor der Optik rum. Dieses kleine Optikum. Schöne Schuhe hat er. So, jetzt hat auf. Hinein, hinein, sprach der Graf von Wallenstein. Neue Belohnung. Oh, du hast diesmal gewonnen. Aber das wird mich nicht aufhalten. Ich werde überall in diesem Land hingehen. Ja, ist ein freies Land. Ich werde in jede Stadt gehen. In jede einzelne, in jeden Winkel. Ist gar kein freies Land, fällt mir gerade ein. Ist von den Römern besetzt, aber egal. Ich werde meine Macht gebrauchen und meine Finsternis überall ausbreiten. In jedes Haus, zu jedem Menschen, jede Seele. Ich werde in ihre Körper eindringen und sie mit Krankheiten anstecken. Das macht nichts, ich kann sie alle heilen. Ich werde ihren Verstand zum Kochen bringen und meine Dämonendiener ihnen einpflanzen. Da könnte man meine Freundin zum Kochen bringen, das wäre super. Ich habe nämlich Hunger. Und dann werde ich nach Jerusalem gehen, in ihre Hauptstadt. Und ich werde all seine Bürger mit meiner Finsternis und Sünden verführen. Damit sie Jesus aufhalten und ihn töten. Du kannst es mir direkt sagen, Junge. Wenn du mich nicht leiden kannst. He can't stop me. Nix kann mich aufhalten. So. Du hast der Versuchung widerstanden und bist standhaft im Glauben geblieben. Du bist siegreich hervorgegangen. So. Schnellreise. Du kannst Schnellreise verwenden, um bereits besuchte Orte erneut aufzusuchen. Drücke... Ja, das Touchpad, um die Karte zu öffnen. Ich habe hier leider kein Touchpad. Ich hab keinen PlayStation-Controller hier, aber egal. Drücke X auf das Stadtsymbol, um zu reisen. Drücke Kreis, um fortzufahren. Beende die Reise nach Nazareth. Triff deine Familie. Drücke das Dingens da, um die Karte zu öffnen und die Schnellreise zu nutzen. Nee.
Wo kämen wir da hin, wenn ich Schnellreise nutzen würde? Ich bin Jesus, ich hab Füße. Vielleicht auch ein Esel, wenn ich einen finde. Setze ich mich drauf und reite rein. Aber sonst grundsätzlich ist ja... Wie viele Kilometer sind's denn? Ja, mal gucken. Auf der anderen Seite, ich bin Jesus, ich kann Schnellreiserunden nutzen. Werden wir ja wohl noch hinkriegen. So. Okay. Lass mal kurz, ich kann doch mit dem Steuerkreuz so Gedönse machen. Das ist nicht da. Das da, was ist das da? Ich habe 600 Nachfolger. Ja gut, da kann ich ja entspannt in Rente gehen. So. Vervollständige Einträge im Kodex. Ach so, das ist hier. Löse Rätsel in der Oase der Wunder. Das ist ja Wahnsinn hier. Nachfolger. Nun gut. So, wir rennen noch ein bisschen. Ich bin eine Hakennase. Ein rotes Meer-Jogger. So. Also ich will da drüben, da wo grün ist, da wo die Bäume stehen, da will ich hinrennen und dann gucken wir mal, wie weit es da noch ist. Zumindest sieht es hier nicht mehr ganz so wüst aus. Es sieht hier eher Taiga aus. So, ach guck mal hier. Endlich mal wieder Gras an Füßeln. So, also da oben auf dem Berg, mir fällt gerade ein, das ist ziemlich dumm, ne? Wenn ich auf dem Berg bin, ist irgendwann der Berg, der wird ja immer mehr. Ja, aber vielleicht ist ja direkt da hinten, ich will da jetzt nicht, ich kann aber zumindest mal auf die Karte gucken. Guck mal, das ist ja gar nicht mehr so weit. Ich bin quasi direkt an der Grenze von Samaria zu Galiläa. Dann wollen wir mal gucken. So. Hüpf über der Grenze. Doch nicht. Aber gleich. So. Ja, nee, also hier finde ich es doch deutlich schöner. So. Was haben wir jetzt eigentlich gelernt? Dass Satan einen hübschen Kapuzenpulli anhat. Das habe ich gelernt. So mit Goldränder und so. Ja, nicht schlecht, kann man lassen. Also rein vom Modegeschmack nicht schlecht. Ich würde halt eine Sonnenbrille aufziehen, weil er sah irgendwie aus, als hätte er zu lange in die Sonne geguckt. Irgendwie, das war jetzt nicht so. Aber naja, so ist es halt. Außerdem hat er einen ziemlich langen, schuppigen Körper. So. Sag mal, wie weit ist denn das noch? Oh Junge. Da bin ich ja nochmal 40 Tage unterwegs. Ja, ist das ne... Ah, jetzt muss ich auch hier noch... Muss ich da jetzt auch noch drüber hüpfen oder was? Ich glaube, es hackt. Komm mal her. Oh, guck, da ist Galiläa. Was? Jetzt erst? Willst du mich veräppeln? Ach so. Ich bin schon lange über der Grenze drüber. Was sind denn das für schlechte... Was sind denn das hier für schlechte Karten? Ja, Mann. Kann man sich nicht... Was ist denn da los? Habt ihr hier kein GPS oder was? Zur genauen Bestimmung? Also mit so Karten... Ah, guck mal da hinten. Da sehe ich sie. Da ist eine Stadt. Nazareth? Moment, das ist doch meine Hut, oder? Das ist doch meine Hut. Ah, okay. Hier der Blick Gottes. Ich bin gerade hier... wie geht denn der Blick Gottes weg? Ah, er hört von alleine auf. So, kann ich hier schon was Cooles machen? Ich kann hier gar nichts machen. Doch, da unten ist irgendwas. Ich weiß aber nicht, wie ich da hinkomme. Mit der Maus? Ja, das ist aber schlecht. Uiuiui. Befreit Menschen von dämonischer Besessenheit. Das hier macht ein Steuerkreuz. Verwandlung, das ist ein X. Und das ist... Erweckt Verstorbene wieder zum Leben. Alter, da. Ja, hey. Ist das Phoenix Down oder was? Alles klar. So. Wir müssten jetzt so langsam da hinten sein, Junge. Und so war es im Jahre Jesu 30 oder so, keine Ahnung. Wie alt bin ich denn? Ich habe keinen direkten Plan. Ich habe irgendwie meine Geburtstage bisher alle verpasst. Sogar den ersten. Ja, genau. So war es halt, dass Jesus den Marathon erfand. Oh, das reimt sich fast. Ist gut genug. Der Reim, meine ich. So, jetzt aber so ein bisschen abklopfen hier. Abklopfen erst, weißt du. Ich bin nicht gerannt. Ich bin gewandelt. Exorzismus. Du hast das Wunder des Exorzismus erhalten. Hilf Besessenen und gewinne Nachfolger.
Finde sie auf der Karte. Drücke R1, um den Exorzismus auszuwählen. Drücke L2, um das Ziel zu bestätigen. Und drücke Kreis, um fortzufahren. Hallo, junge Frau! They say Pilate sent more men to Jerusalem. Unrest is near. Okay, schön für dich. Hallo, junge Frau! Die Propheten sprachen von Tagen wie diesen, an denen viele Herzen erzittern würden. Na, das ist nicht gut. Zitternde Herzen macht dem Darm viele Ferzen. Oder so. So, lass mal kurz gucken. Ich suche sowas wie... Keine Ahnung, irgendwas halt, wo man noch ein bisschen ankrabbeln kann. Weißt du, so wie der Hammer von meinem Vater, den habe ich ja letztens angefasst und das war schon ziemlich cool. Hallo, du? Ja, ich weiß. Pilots. Er hat seine Flügel ausgebreitet und dann hat er Pilot Wings gespielt. So, was ist denn mit dem gelben Ding da los? So, hör doch auf! So, Moment. Also im Moment kann ich Exorzismus wirken. So, dann müssen wir... Hallo? Hallo? Tag, schöne Frisur. Gibt's hier jemanden, der einen Exorzismus braucht? Exorzismus im Angebot. Heute 2 zum Preis von einem. Exorzismus. Wer will, der schreit April. Wer nicht will, der kriegt nicht viel. Okay? Sehe ich das richtig, dass ich gerade zu mir nach Hause gehe, quasi? Ah, dich kenne ich. Du bist der Mann mit den Muckis. Wie sieht's aus? Willst du mal Nachfolger werden? Soll ich mich rumdrehen? Guck, kannst du mir nachfolgen. Ist eine gute Idee, oder? Mann. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier, sag deinem Bruder Bescheid, ne? Ich bin wieder in der Hood. Kannst du mal vorbeikommen. So. Okay, halt. Ah! Some women returned from the hills saying they saw angels. Schlagseil von der Ei, hey. Was hast du denn da gerade getrunken? Das ist doch schon warm. Willst du nicht ein kühles Getränk? Folge mir und du wirst erhalten ein koffeinhaltiges Kaltgetränk. Oder so. Ach, guck mal hier. Fridolin, die Frisur, Gersbacher. Da ist er wieder. Siehst gut aus, mein Jung. Siehst gut aus. Glaubst du, dass es dieses Jahr eine gute Ernte geben wird? Aber hallo. Ich werde Menschen ernten. Hört sich jetzt radikaler an, als es ist, aber hat er halt wirklich gesagt. Nee, warte mal, Menschen angeln wollte er ja. Naja, ihr wisst, was ich meine. So, geh mal links oder geh mal rechts rum? Immer links rum. Links ist immer gut. Ich glaube, das ist nicht der offizielle Weg. Doch, ist es. Ist ja auch egal. Jetzt bin ich hier. Ihr seid bei mir. Auf ein Wurstebrot gehört Kaschmir. Alter Pfälzer Sprichwort. So, alter Sprichwort, Alter. Wenn ich es euch sage. So, also wo sind wir denn hier? Da ist der Hammer meines Vaters. Das ist schon mal gut. Das heißt, hier ist die Werkstatt. Hey, Vater! Brauchst du einen Exorzisten? Nee, ist doch in Ordnung. Du brauchst doch keinen Exorzisten, oder? Ich meine, der hämmert doch. Was machst du denn da eigentlich? Eine Verstärkung dran hämmern. So, Vater, alles klar? Jesus, mein Sohn. Ich bin so froh, dass du zurück bist. Wie geht es dir? Vater, danke. Mir geht es gut. Nach den Tagen in der Wüste ist es gut, dich wiederzusehen. Du musst viel erlebt haben. Bist du müde? Musst du dich ausruhen? Mach mal die Maus da weg. Ich bin voller Kraft und bereit für das, was vor mir liegt. Dann solltest du zu deiner Mutter gehen. Sie ist vor einiger Zeit nach Kana aufgebrochen. Kana hier? Dort ist eine Hochzeit und deine Anwesenheit ist wichtig. Wenn du dich beeilst, kommst du rechtzeitig zur Feier. Sie wird sich freuen, dich zu sehen. Ja, ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ich werde sofort dahin gehen. So, Quest gestartet. Hochzeit. Komm nach Kana, drücke R3, um die lange Reise zu überspringen. Warum denn? Wegen weiter Wege in der Stadt dauern manche Reisen länger. Nutze Reise überspringen, um sofort dein Ziel zu erreichen. Drücke R3, um die Schnellreise zu nutzen. Wieso wollt ihr denn alle, dass ich die Schnellreise nutze? Moment. Das ist ja gar nicht so weit. Guck mal, ich bin vorhin von da nach da gelatscht. Da werde ich doch wohl auch darüber kommen können. Ich brauche doch keine Schnellreise hier. Also ernsthaft jetzt. Oh, jetzt habe ich natürlich ein Problem.
Wenn ich R3 drücke, um zu rennen, nutze ich die Schnellreise. Das ist natürlich schlecht jetzt erstmal. Das heißt, ich müsste mich jetzt hier im Schneckentempo fortbewegen. Das ist wahrlich, ich sage euch, das ist nicht gut. Was hast du gerade gesehen? Der Römer da unten, was er für einen krassen Trick mit seinem Schild gemacht hat. Shield Spinning. Der da... Warte mal, ich muss mal da hingehen. Hey, Jungs, was seid denn ihr für krasse Typen, hey? Mann, wenn ihr nicht zu den Römer gehören würdet, würde ich sagen, kommt zu mir in die Party. Ich kann noch ein paar Äffchen wie euch gebrauchen. Alles klar? And even when your heart is strong, move along, just to make it through. Nazareth. So. Ja, ich habe jetzt halt wirklich das Problem, dass ich nicht rennen kann. Ich müsste jetzt darüber laufen, wandeln. Ich müsste darüber wandeln. Und jetzt ganz im Ernst. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel. Das holt die nicht aus. Ich will wenigstens rennen, weißt du? Ist ja eine Walking-Sim. Von mir ist auch eine Jogging-Sim. Aber wenn man nicht joggen kann, dann ist das ist schon nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich gehe jetzt zumindest mal noch hier ans Ende der Stadt. Ich guck mal, ob ich Kana finde. Pharisäer. Ich bin ein Pharisäer, Hüter des Gesetzes und Wächter unseres Erbes. Flavius Josephus schrieb über Männer wie mich. Und mit gutem Grund. Du findest mich in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth und am Ufer des Jordanflusses. Wenn du wirklich so weise bist, wie man sagt, dann tritt mir entgegen und beantworte 3 Rätsel aus der Heiligen Schrift. Bring it on, Junge. Sprich mit mir, wenn du bereit bist, aber sowas von. Junge, ich bin bibelgestärkt. Ich habe mal eine ganze Kiste Bibeln vom Schrank in die Bibliothek gebracht. Ich bin sowas von Bibel gestärkt. Also, bist du bereit für eine geistige Herausforderung? Vielleicht für eine, wie sie ein Pharisäer stellen würde? Was ist denn das für ein dummes Ding? Okay. Wer baute die Arche, um seine Familie und die Tiere vor der Flut zu retten? Willst du mich verarschen? Das war natürlich Abraham, der Sohn des Mose. Nein, das war natürlich Noah. Yo, my man Noah. Yo, yo, yo. Ganz genau. Wie jetzt? Kein Beifall? Kein Konfettiregen? Aber das Spiel wird gespeichert, immerhin, danke. Lust, eine Denkaufgabe zu lösen, die von alten Lehren inspiriert ist? Ja, bitte, mach mal. Welcher Prophet hatte eine Vision von einem Tal voller trockener Gebeine, die zum Leben erwachten? Oh, jetzt wird's aber hier, oh, jetzt kriege ich aber... Yes, ne? Der Ezekiel, den haben wir letztens gesehen, der war vom Holzkarren. Und Jeremiah Springfield. Ich glaube, es war der Jeremiah Springfield. Darf ich? Okay. Das finde ich aber cool, dass ich da mehrere Auswahl... Also, ja, mach mal hin. Yes, das ne. Auch nicht. Ja, so langsam gehen mir aber die Antworten aus. Da würde ich mal sagen, warte, lass mich scharf nachdenken. War das der Mann? Nee, das war gar kein Mann. Ja, Ezekiel war kein Esel, das weiß ich. Ezekiel war der gesagt hat, der Pfad der Gerechten ist gesäumt mit den Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet seien die, die im Namen der Barmherzigen versuchen, durch das Pfad der Dunkelheit zu geleiten oder so. Ich habe keine Ahnung. Mann, ich muss mal wieder Pulp Fiction gucken. Tut mir leid. Ja, es steht auch, außerdem war das Ezekiel. Aber ist ja auch egal. Der da war's. Bin ich mir sehr sicher. Beim ersten Mal rausgefunden. Mann, bin ich gut. So, und jetzt hau ab. Vorher noch eine schwierigere Frage stellen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Also. Das ist schon noch ein gut Stückchen, ne? Da werden wir aber einen guten Tag brauchen, oder? Gut. Nee, nicht gut. Ich gehe dann schon mal los. Ihr kommt dann auch gleich, okay?
Danke. Laufen wir halt los. Tschüss. Früh,